Добар ден, драги ученици, и добре дојдовте на видеочасот по германски јазик за 9-то оделение. Моето име е Ана Илиевска и сум наставник по германски јазик во Основното училиште Петар Попарсов во Скопје. Наставната единица за денес се индиректни прашања. Im heutigen Video sprechen wir über die direkte und indirekte Frage. Das hier ist eine kleine Erinnerung über die W-Fragen. Wie ihr sehen könnt, in der Mitte steht W-Fragen. Und die sind einige. Warum, zašto, was, što, wo, kade, wie, kako, wer, koj und wann, koga. Hier sind einige Beispiele mit W-Fragen. Nummer 1. Warum lernst du Deutsch? Nummer 2. Was hast du gekauft? Nummer 3. Wohin geht dein Freund? Nummer 4. Wer spielt gut Klavier? Und Nummer 5. Wie heißt die alte Dame? Морам да дадам една забелешка дека глаголот кај овие видови на реченици секогаш стои на второто место. Тоа е овој глагол овде, обележен во друга боја, различно од стандардната црна. Односно, das Verb steht immer an der zweiten Stelle. Jetzt indirekte Fragesätze. Indirekte Fragesätze sind Nebensätze, die höflicher wirken. Sie werden mit einem Fragewort bzw. Ergänzungsfrage gebildet. Индиректните прашања се подредени реченици кои изгледаат поучтиво. Тие можат да се формираат со прашално зборче, односно дополнително прашање. Jetzt lernen wir, wie das geht. Hier ist eine Frage. Wo ist mein Handy? Das ist eine direkte Frage. Aber die Frage, weißt du, wo mein Handy ist eine indirekte Frage. Weißt du, wo mein Handy ist? Das ist die indirekte Frage. Weißt du ist ein Hauptsatz und wo mein Handy ist ein Nebensatz. Zwischen beiden Sätzen steht immer ein Komma und das Verb steht am Ende. Hier sind noch ein paar Beispiele. Beispiel Nummer 1. Wohin gehst du? Das ist eine direkte Frage. Aber kannst du mir sagen, wohin du gehst? Das ist eine indirekte Frage. Beispiel Nummer 2. Warum bist du nach Deutschland gekommen? Das ist die direkte Variante. Aber sag mir, warum du nach Deutschland gekommen bist, ist eine indirekte Variante bzw. indirekte Frage. На овој слайд ви се прикажани примери за главната реченица, тоест за учтивиот дел. Некој од нив се: Ich möchte wissen. Kannst du mir sagen? Weißt du? Sag mir bitte. Ich habe gefragt. Кога на било кој од овие ќе го додадете вториот дел од реченицата, например, wann der Sprachkurs beginnt, добивате индиректно прашање. Внимавајте дека глаголот во вториот дел од реченицата мора да стои на последно место. Jetzt machen wir eine kleine Übung. Hier gibt es 5 direkte Fragen. Die Aufgabe besteht darin, indirekte Frage zu bilden. Die direkte Frage sind: Nummer 1. Wann hat er Zeit? Nummer 2. Wo hast du das Kleid gekauft? Nummer 3. Wer kommt zur Party? Nummer 4. Wie spät ist es? Und Nummer 5. Was hast du gestern gemacht? Стиснете го копчето за пауза на вашите тастатури, решете ја зададенава задача, префрлете ги овие директни во индиректни реченици, па потоа проверете како ви е сработено. Имено: Sag mir, wann er Zeit hat. Das ist die indirekte Frage. Nummer 2.
Ich habe gefragt, wo du das Kleid gekauft hast. Nummer 3. Weißt du, wer zur Party kommt? Nummer 4. Kannst du mir sagen, wie spät es ist? Und Nummer 5. Sag mir bitte, was du gestern gemacht hast. Und die Hausaufgabe für heute: Schreib die Fragen indirekt. Erste Frage. Wo ist mein Rucksack? Nummer 2. Wann machen wir den Schulausflug? Nummer 3. Warum ist Herr Schmidt heute nicht da? Nummer 4. Was machen wir heute im Kunst? Und Nummer 5. Wer hat mein Handy weggenommen? Ви благодарам на вниманието und auf Wiedersehen.